Ich glaube, wir alle hätten uns nach ein bisschen gewöhnlicheren Weihnachten gesehnt. So ein Jahr hat doch irgendwie gelangt. Vielleicht geht es dir gleich wie mir. Und gleich ist sie auch dieses Jahr wieder ungewöhnlich. Überraschend, ehrlich gesagt, nicht sehr erwünscht. Anders, als wir das uns erhofft haben. Und ich möchte euch heute, vielleicht auch gerade darum, auf eine Begebenheit mitnehmen, wo uns die Weihnachtsgeschichte berichtet, die durchaus auch ungewöhnlich ist. Und vielleicht ist es ja eben das, dass Weihnachten ungewöhnlich, unerwartet, überraschend, ja in dem Moment vielleicht auch nicht ganz so erwünscht dahergekommen ist. Und es ist eine Geschichte, die nicht im Kern von der berühmten Weihnachtsgeschichte steht, sondern ein bisschen vorher. Und ich möchte euch mitnehmen an die Begebenheit am Rand eben von dieser berühmten Geschichte. Und sie spielt sich in der Stadt Nazareth ab. Dort ist eine junge Frau daheim. Also man muss eigentlich sagen, eigentlich noch fast ein Mädchen. Sie ist etwa 14 und ihr Name ist Mariam. Und sie hat eine außergewöhnliche Weihnachtsbegegnung. Damals noch keine Ahnung von Weihnachten und gleich ist sie überrascht worden. Und zwar hat sie eine Begegnung mit dem Engel Gabriel. Wer von euch kennt den? Die einen haben schon von ihm gehört. He? Ich erinnere mich an unsere Krippenfigur und es war immer klar, das ist der Gabriel. Die Bibel berichtet uns, dass er der Maria begegnet ist. Und diese Begegnung ist spektakulär, überraschend, unerwartet. Und ich möchte euch mitnehmen in das Gespräch. Der Gabriel hat Mariam begrüßt und er hat gesagt, grüßt sagst du, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn vom Höchsten nennen. Seine Herrschaft wird niemals enden. Und was für uns doch irgendwie so einfach eine normale Geschichte ist, weil wir kennen sie schon so von klein auf, muss für die Mariam eine unglaubliche Überraschung, Herausforderung, Bedrängnis dargestellt haben. Ich meine, ganz ehrlich, wer von euch hat mit 14 eine Engelsbegegnung gehabt? Ich stelle mir vor, dass das Herz eventuell ziemlich weit in die Hosen runterrutscht. Oder ins Gewand, das man damals angehabt hat. Und ich denke darum, es ist nicht überraschend, auch wenn du dich fragst, wie du würdest reagieren. Und die Bibel berichtet uns, Maria ist verschrocken. Sie hat Angst gehabt. Und dann finde ich etwas Überraschendes. Dann heisst es, sie hat sich gefragt, was der Gruß bedeuten kann. Und ich denke, Maria, du bist krass. Weil viele von uns wären in diesem Moment schon über alle Berge gerannt gewesen. Und sie hat sich noch irgendwie Gedanken machen und besinnen und sich Fragen stellen, was soll das bedeuten? Und sie hat dann auch gefragt, wie soll denn das geschehen? Hat sie mutig den Engel gefragt. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Gute Frage. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie es der Maria gegangen ist. Ich meine, ganz ehrlich, wie würdest du reagieren, wenn du so eine Engelsbegegnung hättest? Verschrecken, Furcht, Angst. Natürlich hat sie das bekommen. Ich möchte euch mitnehmen auf ein paar Gedanken zu dieser Angst von der Maria. Ich habe ein bisschen darüber nachgesonnen. Und ein paar Sachen, die mir in den Sinn gekommen sind, die ich mir vorstellen könnte, die sie beschäftigt haben. Ich meine, in erster Linie mal ihren Gemütszustand. Hey, bin ich jetzt gerade übergefallen? Bin ich noch bei Sinnen? Bin ich noch normal? Oder bin ich jetzt gestört? Und wenn jetzt das wirklich real ist, was Mariam da erlebt hat, dann sicher dann die Frage, hey, was ich, 14, von allen Frauen auserwählt, das ist überwältigend. Das ist schon auch fast wieder bedrückend. Und wenn dann das wirklich so soll sein, kommt Unsicherheit auf. Ja, kann ich das? Mag ich das? Und die Unsicherheit ist immer ein Nährboden für Angst, für Befürchtungen. Und dann stelle ich mir es auch vor, beängstigt und bedrängt durch die Fragen im Kopf, die abgehen, weil wenn dann die Fragen anfangen zu drehen, dann kann das einem so richtig in den Bann ziehen. Was könnte das bedeuten? Wie soll das geschehen? Und dann glaube ich noch viel mehr, vielleicht über allem stehen, Zukunftsängste. Ey, was, wenn ich das dem Josef erzähle? Jetzt habe ich, glaube ich, gerade meine Verlobung beerdigt. Aber dann denke ich auch an die Folgen von so einer Schwangerschaft, Gesundheit vom Kind in einer Zeit, wo es noch keine Spitäler, wie man sie heute kennen, gegeben hat.
Sorge um die bevorstehende Geburt in einer unsicheren Zeit. Und dann vielleicht fast am interessantesten, und das ist mir auch aufgefallen, ich meine, sie ist in erster Linie mal vor einem Engel verschrocken, vor einem Boten Gottes. Und das ist ja ein bisschen paradox, jetzt kommt Gott, aber da ist Furcht und irgendwie ist es doch auch so menschlich. Dann, wenn Gott kommt, dann überfordert uns Menschen das manchmal. Und ich denke darum, es ist völlig verständlich. Und vielleicht die Frage, die die Geschichte uns stellt, ist, kennst du das auch? Ich möchte euch mitnehmen auf eine weitere Begebenheit. Sie hat ein paar Kilometer weiter südlich im Land, ein bisschen später, stattgefunden. Eine weitere spezielle Begebenheit. Im Hügelland, außerhalb von einer Siedlung namens Bethlehem. Ein paar Hirten unterschiedlichen Alters sind dabei gewesen, das zu tun, was sie jede Nacht machen. Ihre Herden bewachen. Schauen, dass die Herden von ihren Herren gut versorgt sind. Einer von ihnen war der Keim. Und wo sie so dran waren, wie jede Nacht, ein Ohr offen zu haben, das andere so ein bisschen zuzumachen, mit einem Auge ein bisschen zu wachen, mit dem anderen ein bisschen zu schlafen, sich um das Feuer herumkuscheln, da ist etwas Unglaubliches passiert. Sie haben eine Begegnung, die sie nie mehr vergessen werden. Das Lukas-Evangelium berichtet uns, plötzlich ist ein Engel vom Herrn zu ihnen getreten. Und die Herrlichkeit vom Herrn hat sie umstrahlt. Der Keim und die anderen Hirten sind verschrocken. Sie haben Angst gehabt. Sie haben wohl zittert, Anspannung im Körper. Jetzt sagst du vielleicht, ja, eigentlich sollten die sich ja das gewöhnt gewesen sein. Der Keim ist eigentlich mit allen Wasser gewaschen. Er hat schon manche Nacht durchgestanden an dem Feuer. Er hat schon öppe mal ein wildes Tier wieder zurück in die Hügel gejagt mit seiner Steinschleuder. Und er hat auch schon öppe mal diesen Geräuschen, die genackt haben, in der Dunkelheit gelauscht. Und ehrlich gesagt, hat ihm das nichts angetan. Aber in dieser Nacht war es anders. Die Erscheinung war zu brutal, zu imposant. So etwas hat er noch nie gesehen. Darum ist er verschrocken. Darum ist ihm Angst in die Knochen gefahren. Und wenn ich so darüber nachdenke, was das für eine Angst bei ihm kann sein, dann bin ich eigentlich auf eine grosse Angst gekommen. Nämlich seine Existenzangst. Im jüdischen Volksglauben hat es das gegeben, dass man von so Geistererscheinungen geredet hat. Böse Mächte, böse Gestalten, die kommen können. Was, wenn das solche sind? Was, wenn die uns nach dem Leben trachten? Was, wenn mein letztes Stündchen geschlagen hat? Ende aus. Vielleicht ist das Herz einen kurzen Moment stillgestanden. Aber vielleicht auch noch ein bisschen so subtiler Existenzängste. Als Hirte sind sie zuunterst in der Nahrungskette gewesen, Bützer von der damaligen Zeit, Nachtstunden gearbeitet. Und wenn sie jetzt auch noch als übergeschnappt dargestellt werden, dann ist es dann schwer, um wieder irgendwo anzuhören. Dann ist das Leben eigentlich auch vorbei. Vielleicht nicht physisch, aber zumindest das, was das Leben lebenswert macht. Wenn du dann nicht mal mehr noch ein paar Rappen Geld heimbringst. Und dann drittens, Existenzangst, weil natürlich hat die Erscheinung auch eine reelle Gefahr für die Tiere, die sie bewacht haben, können heissen. Was, wenn die Herde ihnen abhanden kommt die Nacht? Was, wenn die sterben? Sie haben keine Chance gehabt, zu ihren Herren das irgendwie zurückerstatten. Existenzangst. Etwas, was wir heute auch kennen. Aber dann auch bei diesen Hirten, über allem, der Schrecken und die Angst, die eingefahren ist wegen der Erscheinung von Gott. Ähnlich wie bei der Maria. Gut, das ist verständlich, weil es heisst dann nachher, es ist plötzlich ein Heerschar von so Engeln da gestanden und die Hirten sind wohl wirklich vor Schock erstarrt. Und ich denke so darüber nach und merke, ja, ist es nicht so, wenn Gott etwas Gewaltiges tut, dann kann das manchmal ein bisschen verschrecken.
Denn wenn Gott etwas anfängt, so in Bewegung zu setzen, dann verunsichert das auch. Das ist imposant. Die Furcht, die aufkommen kann. Ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, wie hättest du reagiert? Die Frage, die sich uns heute stellt, ist, kennen wir Angst? Niemand gibt es gerne zu und niemand redet gerne darüber. Angst habe ich keine. Von was soll ich denn schon Angst haben? Ich habe genug Geld, genug zu essen, ein Zuhause. Gut, ja, die Zeiten haben sich schon geändert. Das ist ja immer noch Corona. Du weißt schon was. Aber es geht nicht nur um das. Es gibt viele Gründe und wegen dem bist du auch noch lange keine Angst hast. Und ist es nicht genau das? Angst kommt manchmal plötzlich direkt und klar und manchmal ganz unscheinbar. Sie schleicht sich an. Sie kommt wie ein Schatten. Sie umschlingt deine Seele und plötzlich stockt dir der Atem. Während du um Luft ringst, fängt es beklemmend an. Eigentlich hast du doch gar keine Angst haben. Sie nimmt Sorgen im Fokus. Sie verengt dir den Blick. Sie wirft Fragen ins Feld, wo du nicht mehr einfach wegnickst. Was wäre, wenn? Muss ich jetzt aufpassen? Und sie ist geschickt. Fragen werden zu Aussagen, Aussagen zu Sachlagen. Sicher, klar, festgefahren. Angst über die berufliche Zukunft. Das Weiterbestehen von Beziehungen. Über Versorgung, über Gesundheit. Der Zweck von all deinen Bemühungen. Über bedrohte Pläne. Du hättest noch so viel vor dir gehabt. Die nächste Reise, viele weitere Schritte. Jetzt droht alles kaputt zu gehen. Wir können zwar Corona, das hat der Berse einmal gesagt, aber die wahre Frage, die sich uns stellt, ist, können wir Angst? Und ich stelle fest, Angst habe ich, aber ich kann sie nicht. Zumindest nicht bewältigen. In dem Moment, wo sie kommt, sich anschleicht wie ein Schatten, plötzlich meine Seele umschlingt und dann stockt mir der Atem. Ängste sind real. Ich denke, du kennst sie auch. Sie sind Teil von unserem Leben. Leider. Sie stellen sich manchmal einfach in den Weg, kommen plötzlich auf und manchmal ist es so ein schleichender Anstieg. Sie bedrohen echt und sie stellen sich zwischen Menschen, zwischen Beziehungen, zwischen Freunden, zwischen Liebe, zwischen Partnern. Sie führen zu Anspannung oder vielleicht könnte man eben heute auch sagen, Angstspannung. Sie bringen Fragen auf, das kennst du vielleicht auch. Und ehrlich gesagt sind die Fragen nicht schlecht. Die sind vielleicht sogar gut, vielleicht sogar dringend, dass sie mal gestellt werden. Aber auf dem Nährboden oder auf dem Wachstumsboden von Angst ist es nicht so gesund. Und vielleicht kennst du aktuell auch gerade Ängste, die dich begleitet haben in dem vergangenen Jahr, wo nochmal anders gekommen ist, als wir uns das alle erhofft hätten. Vielleicht hat es aber auch gar nichts mit dieser aktuellen Situation zu tun, sondern sonst mit deinem Leben. Wo Ängste aufgekommen sind, wo etwas sich dir in den Weg gestellt hat. Herausforderungen. Vielleicht sind es auch Sachen, wo du gerade jetzt in diesen Festtagen, vielleicht auch ein paar Freitage reflektierst und wo sich so mächtig und beängstigend vor dir aufbauen im neuen Jahr. Und darum bin ich heute da, um dir etwas zuzurufen. Weihnacht heisst, dass Hoffnung inmitten von Angst und Befürchtungen von deinem Leben will hineindringen. Und das ist doch einfach mal eine super gute Nachricht. Und vielleicht sehnst du dich genau von Herzen nach dem. Und gleichzeitig kommt bei dir vielleicht auch die Frage auf, wie bei den Hirten und wie bei der Maria. Und
vielleicht merkst du auch, ja, manchmal habe ich fast am meisten Angst vor Gott. Und gerade dann, wenn es darum geht, dass vielleicht jetzt der Gott etwas am Anstoßen ist an Weihnachten, dass dann du so ein bisschen unsicher wirst. Und ich glaube, das ist so auch menschlich und normal, dass dann, wenn Gott anfängt eingreifen und wenn Gott anfängt sich bewegen, das im ersten Moment einmal verunsichern und beängstigen kann. Weil manchmal haben wir nicht mit dieser göttlichen Komponente gerechnet. Und ich liebe Weihnachten für das, dass es so ein Ort ist im Jahr, wo uns erinnert, dass Gott eindringt in unser Leben. Dass er zumindest runterkommt. Und wenn das dich beängstigt, dann möchte ich dir jetzt schon sagen, hey, auch da gibt es eine Perspektive. Wenn Gott etwas in Bewegung setzt, ja, dann kann es mal verunsichern. Wie bei den Hirten, wie bei der Maria. Und vielleicht erlebst du das an diesen Weihnachten. Vielleicht hast du Gott schon länger mal so ein bisschen in den Schrank gestellt, weil es ist ja schwierig war in der letzten Zeit. Aber plötzlich fängt die Schranktür sich an zu bewegen. Und du denkst, was knackt da im Estrich? Und er wird wieder vorkommen. Und das Grossartige an der Weihnachtsgeschichte ist, dass sie eine überraschende Wendung zeigt. In diesen Begegnungen mit den Engeln von der Maria und dem Hirt gibt es nämlich genau die gleiche Wendung. Und der Bote Gottes bringt die Botschaft von Gott zu diesen Menschen. Und die ist grossartig. Genau in das verunsichert sein, das beängstigt sein, das Stocken, das gelähmt sein, kommt der Zuspruch von Gott. Und bei der Maria heisst er, fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Weil du hast Gnade bei Gott gefunden. Hey, Gnade, was für ein Wort. Gnade steht, so in anderen deutschen Wörtern versucht auszudrücken, für Gunst. Gunst über dem Leben. Du musst dich nicht fürchten, weil du hast Gunst bei Gott gefunden. Güte, aber auch Erlösung in Schwierigkeiten. Aber natürlich, Gnade steht auch für die Erlösung aus den Dunkelheiten vom Leben. Aus diesen Schatten, die sich über deine Seele ausbreiten. Aus den Dunkelheiten von deinen Taten. Aus den Dunkelheiten von deinem Menschsein. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und natürlich zeigt sich das bei ihr ganz besonders in Form von dem Kind, das in ihrem Bauch anfängt zu entstehen und wo die Gnade zu den Menschen bringt, zu der ganzen Welt, in die Weltgeschichte. Und bei der Maria bewegt der Zuspruch extrem viel, wenn man dann die Geschichte weiterliest. Das Erste, was passiert ist, sie fasst Mut. Und zwar Mut, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und ich bin beeindruckt von einem 14-jährigen Mädchen. Zu sagen, da bin ich Herr. Du kannst mich brauchen. Mit allen Ängsten, die das auslöst, nebenbei. Angst muss weichen und Mut kommt. Aber auch durchhalten Willen. Aushalten. Weil ich stelle mir vor, dass das nicht unbedingt ein einfacher Pfad war. Am Josef erzählen. Auf Bethlehem reisen. Immer wieder sich diese Fragen aussetzen. Nachher ein Kind haben, das nicht von deinem Mann ist. Das braucht Durchhalten Willen. Der ist geweckt durch den Zuspruch. Und, wunderschön zum Schluss, Lobpreis und Freude in der Maria in ihrem Leben. Das wird uns wiedergeben, einen Lobpreis, wo sie singt, wo das ausdrückt, der Wandel von Angst und Furcht hin zu Freude. Freude insbesondere an Gott und an seiner Güte und an seiner Gnade über dem Leben. Und wo dann aber weitergeht und in eine tiefe Zufriedenheit mündet. Und hey, wenn Weihnachten Zufriedenheit für dein Leben bedeutet, dann kommt Himmel auf Erde. Das ist, was Weihnachten bewirkt. Und eigentlich mit dem genau gleichen Wort wendet sich der Engel an die Hirten. In dem Moment, wo sie erstarrt sind von Schreck, in dem Moment, wo sie wirklich denken, jetzt könnte alles fertig sein, sagt der Engel, fürcht dich nicht, Keim. Und fürchtet euch nicht, ihr Hirten, ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit grosser Freude erfüllt. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon der David geboren worden ist, der versprochene Retter auf die Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Die gleiche Freude, wie sich in der Maria breit gemacht hat, die verkündet der Engel der Hirten. Und er sagt ihnen noch Folgendes, er sagt ihnen, Rettung ist auf die Erde gekommen. Und die Rettung, die heisst in dem Moment, der Stein von der Angst fällt ab von euch. Und das zeigt sich bei den Hirten, weil wenn das passiert, Freude ins Leben kommt und bei den Hirten das so richtig ein impulsiver Wechsel ist. Aus einer Trägheit von einem Alltag, wo ich mir vorstelle, wie trist das er hätte sein können, kommt plötzlich Bewegung. Die Furcht geht förmlich von ihnen ab. Ja, sie lassen sogar ihre Herden unbeaufsichtigt, die Angst, die sie vorher hatten, und rennen
zu dem Stall hin. Da sind plötzlich Möglichkeiten. Da ist plötzlich eine Dynamik, die vorher gefehlt hat. Die Ausgangslage ist verändert, weil Rettung ist gekommen. Grosse Freude, Grund für Freude ist da. Und sie rennen zu dem Jesus in dem Stall geboren. Vielleicht war es eine Höhle. Von dem geht man aus. Und schau da, sie findet das Kind. Und es ist so unscheinbar, wie halt ein kleines Kind ist. Und das ist die Schönheit von dieser Botschaft. Und gleichzeitig eben so wunderbar, wie auch jedes kleines Kind ist. Wenn wir das alle wissen. Und im Fall von Jesus weltbewegend. Weil durch ihn ist der Grund in die Welt gekommen, warum die Hirten keine Angst mehr haben müssen. Und nicht nur sie, sondern die ganze Welt. Du und ich. Das ist Weihnachten. Jesus, der Retter, der kommt und dir zuruft, fürcht dich nicht. Und heute Morgen bin ich da, um uns das zurufen. Fürchtet euch nicht. Weil sein Leben und sein Kommen sind der Grund, dass wir uns nicht fürchten müssen. In der Angst dieser Welt. In der Bedrängnis von deinen aktuellen Herausforderungen. In den dunklen Tälern von deinen Nöten. Im bedrängenden Nebel von der unklaren Zukunft vom 22. An den Abgründen von deinem Charakter. Im Schatten von deinem Seelenschmerz. Fürcht dich nicht. Fürcht dich nicht ist die meistgenannte Ermutigung in allen biblischen Büchern. In der Sammlung der Bibel. Ist fürcht dich nicht und fürchtet euch nicht die meist ausgesprochene Ermutigung von Gott an die Menschen. Was für ein Statement. Das grosse Bild. Und der Zuspruch findet seinen Kern und seine Erfüllung in der Person von Jesus, unscheinbar und klein in dieser Krippe. Und er wird zu dieser Person und Figur, die die Weltgeschichte verändert und die sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und darum steht das Kommen von Jesus für die Zeitwende, wo wir heute daran festheben, wo wir heute danach zählen, die Jahrzählung daran ausgerichtet haben. Wegen seinem Kommen tut sich dir und mir heute an dem Wandel zum 2022, im Abschluss von dem alten Jahr, neue Perspektiven auf. Dort, wo Angst sich in den Weg stellt, sie muss weichen. Und Mut und Durchhaltewille soll kommen. Mut, dein Leben wieder Gott zur Verfügung zu stellen. Für ein neues oder zum allerersten Mal. Mut, um das anzupacken, was dein Auftrag ist. Vielleicht aber auch Mut, um Beziehungen wiederherzustellen, die in der letzten Zeit gelitten haben. Mut, um etwas in Bewegung zu setzen, was so dringend nötig ist. Und Durchhaltewille. Nicht aufzugeben, wenn es mal gerade wieder etwas kostet. Aber dann auch Freude. Freude wie die im Herz von der Maria gewachsen ist und wo der Hirte verkündet worden ist. Freude, die sich in deinem Leben ausdrückt. Und das Coole an der Freude ist, das beeinflusst dein Umfeld. Und ich wünsche mir mehr von dem für mich. Weil ich merke, ob mein Leben Freude ausstrahlt und zu einem Wohlgenuss für meine Mitmenschen wird. Und ich wünsche dir das, dass das sein kann. An dieser Zeitwendung, die wir feiern. Weil Angst muss weichen an Weihnachten. Dass das neu passieren kann. Und aus dieser Freude kommt Aktion und Bewegung in dein Leben. Und die will ich dir zusprechen. Aktion und Bewegung wie bei den Hirten, die Tristesse hinter sich lassen. Und der Trott musste weichen. Es ist Weihnachten. Fürcht dich nicht. Der Retter ist dir geboren. Es ist Christus, der Herr. Ich möchte dir jetzt einfach einen Moment von der Ruhe geben, wo du kannst Gedanken angehen und vielleicht dich auch ganz konkret fragen, was will Gott? Was wollen die Boten Gottes dir an diesen Weihnachten zurufen? Wohin wollen sie dir zusprechen? Fürchte dich nicht. Welcher Aspekt von der Dynamik, Mut, Durchhalten, Freude soll neu gepflanzt werden? Darfst du gerade jetzt einen Moment Zeit nehmen? Jesus sagt,
Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass Weihnachten heisst, dass du dein Licht auf die Erde gebracht hast. Das Licht, das die Angst vertreibt. Das Licht, das die Angst von der Maria vertrieben hat, wo sie umgewandelt hat. Das Licht, das die Angst von der Hirten in eine Dynamik bewegt hat, wo sie zu Verkündiger von der guten Botschaft gemacht hat. Danke kommst du 2021 mit deinem Licht in unsere dunklen Täler, in die Dunkelheiten von unserem Leben. Und du kennst all die Gedanken, die jetzt da gemacht worden sind, bei den Menschen, die auf dem Sofa, da vor Ort auf dem Areal. Und wir laden dich ein, komm rein, mit dem Ruf, fürcht dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürcht dich nicht, weil dein Retter ist geboren. Und wir danken dir, dass du es besonders weißt, wo wir das Licht benötigen und dass es uns hell scheint. Am Feiern von dieser Zeitwende. Und danke, ist das Licht genug stark, zum Furcht zu vertreiben. Danke, kommst du jetzt mit Mut, Durchhaltewillen und Freude. Amen.